Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Durch das, dass wir in der letzten Folge so ziemlich viele Fails begangen haben, hoffe ich, dass es diese Folge einigermaßen besser wird. Wir sind ja eigentlich immer noch auf der Erkundungstour, wie es da weitergeht. Der Kartenmacher sollte ja irgendwo auf der linken Seite zustehen, aber wir haben ja noch eigentlich keine Möglichkeiten gehabt, bis zu ihm zu gelangen. Dann habe ich auch irgendwie so einen Stromweg gefunden, wo ich jetzt auch mehrmals gescheitert bin. Und so einen komischen Busch, den wir noch besiegt haben. Aber ich würde sagen, da haben wir gerade einen Weg gefunden, wo es weitergeht. Okay, da unten haben wir, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sollte die Tafel bedeuten, dass da unten irgendwo ein, wie sagt man denn, ein Hirschkäfer sollte sein. Eine Zugverbindung, blöd gesagt. Oh, ich muss mich da jetzt ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht da wieder auf den Keks bekomme. Das war gerade die Frage, ob es da durch gemeint ist. Jetzt schauen wir uns das mal an. Nein, eindeutig nicht. Eindeutig nicht. So, ich sage, gehen wir da einfach mal gemütlich weiter abwärts. Schnell den Weg ein bisschen freischlagen. So, hat es denn da nochmal einen Weg? Ich sehe sonst keinen weiteren Weg. So, da rechts geht es ja auch nirgends durch, auch wenn das recht auffällig aussieht. Da unten haben wir nochmal irgendein Schild und da unten haben wir nochmal, also zwei Schilder, die uns da unten erwartet. Ich würde sagen, entweder schauen wir uns doch zuerst mal unseren Hirschkäferweg an. Oder auch doch nicht. In dem Fall befindet er sich ja noch nicht da. Wir sind jetzt bei der Station der Königin. Auch für das haben wir leider noch gar kein Kärtchen. Das müssen wir uns zuerst noch suchen und freischalten. Ich würde sagen, dann schauen wir uns zuerst mal noch den Bereich an. Gut, da geht es auch noch ein bisschen weiter. Aber das sieht man schon ein bisschen sympathischer aus als das von vorher. So, da geht es nicht weiter. Dann hören wir mal dazu. Hallo Liebes, ich wollte eigentlich gerade zumachen und gehen. Doch dann bist du aufgetaucht. Wenn du Interesse hast, biete ich dir gerne meine Dienste als Bankerin an. Dein Geo zu verlieren ist schrecklich. Und das wird viel häufiger, wenn du es immer mit dir herumträgst. Mein Tresor ist da deutlich sicherer. Während meiner gesamten Karriere als Bankerin habe ich nicht ein Geo verloren. Hast du denn schon einmal darüber nachgedacht, ein Konto zu eröffnen? Gegen Zahlung ein Konto eröffnen. Ich würde sagen, das machen wir doch gerade mal. Gute Entscheidung. Wenn du das nächste Mal eine grausige Bestie zum Opfer fällst, wirst du dankbar sein, dass dein Geo sicher ist und meinen Panz. Tresor. Nun lass uns Bankgeschäfte machen. So, das ist dann unsere separate Bank, wo wir Geld einzahlen können, weil wenn wir ja sterben und die Seelen nicht zurückholen können, würden wir komplett unsere Geos verlieren. Ich persönlich würde sagen, ich klatsche jetzt trotzdem einfach mal aus Sicherheitsgründen. Wir wissen ja plus minus, wo jetzt unsere Bank sollte stehen. Da rühre ich da jetzt einfach mal 500 rein. Das könnte uns ja noch später eigentlich ziemlich nützlich werden. Auf Wiedersehen, pass auf dich auf! Und mal nicht und Stimmen verstellen, das ist immer so eine Sache für sich. So. Dann haben wir in dem Fall unsere persönliche Bank gefunden. Jetzt müssen wir uns einfach merken, wo die Zirkel ist. Und ich karte wird dann das vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, ich kann mir das in meinem kleinen Hirn mal ein bisschen abspeichern. So. Dann schauen wir gerade mal weiter, ob wir jetzt da irgendwo vor ist. Doch da noch der Manökel gestanden. Ich wollte mit ihm reden. Okay, da ist er abgesperrt und da hinten befindet sich noch irgendjemand. Ah! Oh Mann, ich habe dann immer Angst, dass unten dran so eine Pfütze wartet, die unser Leben nimmt. Okay, da sollte sich in dem Fall der Hirschkäfer befinden. Oder auch nicht. Zuhören! Oh, du bist der Suche nach einem Leckerbissen. Ich bin auf einen einzigartigen kleinen Pilz gestoßen, der direkt über uns wächst. Ich habe ihn nur in dieser Station gefunden und er schmeckt himmlisch. Dieser Ort muss ein großer Knotenpunkt gewesen sein, an der Grenze zweier Länder. Der Nebel auf einer Seite und diese Wucherung auf der anderen. Keiner der beiden Orte scheint sehr einladend. Also bleib hier, solange mein Leckerbissen rieche. Okay. Du erzählst uns noch ein paar Geschichten, aber nicht wirklich spannender. Er hebt irgendwie seinen Kopf da weiter auf, aber eigentlich sollte doch da der Hirsch... Okay, in dem Fall auch nicht. Oh nein, in dem Fall da unten, okay. Mann, die Schilderbeschreibungen sind auch nicht gerade der Hit, aber da haben wir unser Bänkchen. So, dann können wir eigentlich gerade mal schauen, ob wir da noch irgendetwas auswechseln können, aber eher weniger, wie es aussieht. So, ein Automat mit dem Symbol eines Hirschkäfers. Geo einwerfen, 120.
Machen wir doch liebend gerne. So, dann haben wir einen weiteren Hirschkäferweg freigeschaltet. Also wenn wir mal eine Oberfläche wählen würden, wäre das natürlich die schnellste Option, die wir wählen könnten, um durch das Labyrinth da durchzukommen. Aber ich würde mal behaupten, wir suchen mal ein bisschen weiter, ob wir da noch irgendetwas finden. Wir können ja da eigentlich noch komplett oben durch. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gemacht, bevor wir unten weitergehen. In der Hoffnung, dass wir irgendwie mal zu einem Kartenmacher kommen. Also zum Kartenmacher. Okay, das sieht auch schon... Pilzöde! Gut, das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ah nein, der spuckt da die ganze Zeit Zeug rum. Oh, jetzt hat es gerade 2 Schaden aufs Mal bekommen. Ich würde sagen, ich heile mich jetzt ganz kurz auf und ignoriere die direkt. Habe ich nicht gesagt. Machen die das Gleiche? Okay, okay. Bin ein kleiner Luftballon, okay. Jetzt sind wir in der Pilzöde. Da sehe ich ein Papier auf dem Boden. Das führt uns, glaub's, wenn ich mich nicht täusche, zum Kartenmacher. Es summt immer genau das gleiche Lied und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich das hören darf. Sally! Oh, mein kleiner Freund, du hast mich genau zum rechten Zeitpunkt getroffen. Ich war gerade dabei, die Karte dieser giftigen Höhlen fertigzustellen. Die Bewohner in diesem Gebiet verteidigen ihr Revier. Ich würde dir empfehlen, sie nach Möglichkeit zu meiden. Weiter unten würde ich von seltenen, dürren Kreaturen erschreckt. Die schienen recht intelligent zu sein. Als ich jünger war, hätte ich mich in ihre Höhlen gewagt, aber ich fürchte, in meinem Alter bin ich nicht mehr in der Lage, ihnen zu entkommen, wenn sie gewalttätig werden sollten. Karte dieses Gebiets kaufen, jawohl! So, dann haben wir Pilzöde gekauft, wo direkt an vergessener Wettklang ankommt. Kennen wir ja schon. Aber jetzt ist halt eher die Frage, ob wir da mal einfach weiterkommen oder ob wir nochmal zurückgehen, um noch mehr zu finden. Aber viel mehr als jetzt hier zurückkommen, tun wir ja eigentlich nicht in den vergessenen Wegklang. Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, wir machen das jetzt auf den Rückweg, weil jetzt haben wir ja von dieser Pilzöde Karte gefunden. Die können wir ja noch später erforschen. Mich wundert es nämlich, eigentlich müsste es an einem anderen Ort weitergehen. Oder anders weitergehen. Und versuchen wir in dem Fall irgendwie in dieser Nebelschlucht noch unsere Karten zu bekommen. Station der Königin. Da haben wir in dem Fall auch noch kleine Karten dazu bekommen. Das finde ich aber ziemlich nice. Schon die Frage, da zuunterst geht es hier eigentlich auch noch weiter. Dann kommen wir wieder in die Nebelschlucht. Aber in der Nebelschlucht habe ich keinen einzigen Weg gefunden, wie wir hier eine Karte finden. Darum ist es ziemlich speziell. Was halt noch gut ist, wir haben jetzt hier einen Hirschkäfer hier unten freigeschaltet, der direkt bei unserer Bank in der Nähe ist. Das ist natürlich auch ziemlich nice. Aber da finden wir, wie es aussieht, nicht wirklich viel mehr. Das Einzige, was mich natürlich interessieren ist, wie kommen wir auf die andere Seite? Da müssen wir irgendwie auf die andere Seite kommen. Zeigt mir das jetzt die Karte? Oh nein, nicht wirklich. He? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Würde ich sagen, dann hüpfen wir nochmal zurück und versuchen wieder in Wegklang rein. Würde ich sagen, einmal geradeaus durch und entweder, ja, sollen wir abwärts oder einfach dann rechts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles so kompliziert. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Weg, den wir bis jetzt noch nicht freigeschaltet haben. Wo so komisch eingezeichnet ist. Oh. Das habe ich natürlich eigentlich nicht wollen. Und wir könnten natürlich auch da unten durch sonst schleichen. So. Oh Mann. Oh, bam, bam, bam. Und erledigt. Nice. Oh, jetzt bin ich fast auf den Pilz runtergefallen. Was bist denn du für das Ding? Komm da hin. Komm an. So. Da haben wir eine neue Kreatur geschlagen. Haben wir jetzt alle Taler mit eingesammelt? Nein, nicht ganz. So. Unten hat es nochmal so eine komische Pilzart. Aber ich habe ja gesagt, ich würde eigentlich gerne... Ah, da kommen wir auch nicht durch. Was ist denn hier los? Alle Wege sind uns ein bisschen versperrt. Was für eine Gaswolke. Lecker, schon einen sitzen gehabt hinten drin. Oh nein, der explodiert nochmal. Okay. Aber da kommen wir halt jetzt auch nicht weiter. Bedeutungsweise nochmal auf in dem Fall. Suche nach dem Weg, wie es weitergeht. So.
Nein, 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 da haben wir noch einen Taler. Den wollte ich mitnehmen. So. So, dann wieder aufwärts. So, wie geht jetzt das weiter, hä? Dann versuchen wir hier mal rechts durchzugehen. Da drüber können wir nicht kumpen, weil wir einen kleinen Sprung haben. Jawohl. Oh, der Leck haben die einen sitzen in ihrem huren Hafen drin. He? Ich würde sagen, das können wir ja eigentlich so weiter mal ignorieren. Dann versuchen wir jetzt da mal weiter zu gehen. Zeigt es mir an, wo es zum Hirschkäfer durchgeht. Wow, 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 wow. Wie was schiessest du da auf mich? Hallo? Da unten hätten wir wieder einen Hebel. Ich habe gefragt, können wir da ganz unten den Weg entlang rauf? Ich wollte das jetzt noch ganz kurz anschauen, da müssen wir aufpassen, die schiessen mit irgendwelchen Sprengsachen auf mich los. Nein, aber da hat es gar nichts. He? Recht komisch, dass wir da irgendeinen Platz haben, wo es gar nichts gibt zu finden. Wie es aussieht, kommen wir dort auch nicht über, wirklich. Nein! Ach! So etwas kann auch wirklich nur mir passieren. Muss ja mega spannend sein, mir zuzuschauen. Bam, bam. So, in dem Fall können wir das auch noch nicht freischalten. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist schnell da oben dran. Gut, da oben ist auch komplett zu. Und dann ist alles versperrt. Was ist los? So, aber das lasse ich mir nicht entgehen da hinten. Ah, das ist wieder so ein Pilz, wo einfach schwierig ankommst. Ein Pilz voller Taler! Nice, aber ich hätte in dem Fall doch zuerst die Taler hinter mir einsammeln. So dumm kann man ja nicht sein! Ach, so. Dann schauen wir in dem Fall mal rechts weiter. Wir finden die uns jetzt im... Oh nein, wir sind gar nicht... Das ist vergessene Pilz. Ja, ja, ja. Okay. Okay, wir dürfen wirklich gar nicht... Ja, dann, wenn ich auf dich schiessen will, da... Solo! Komisches Pilzding. Da haben wir das gleiche Problem gerade nochmal. Ich sage, ich ignoriere den jetzt einmal. Ui, was ist denn das? Alles neue Kreaturen, mega komisch. Das rennt ja einfach davon vor. Tschüss, okay. Das bin ich am Morgen, wenn ich die Augen nicht so ganz aufbringe und aufs WC will. Dann laufe ich etwa 20 Mal in die Wand rein. So. Okay. Ich versuche jetzt einfach irgendwie... Ah, Mann! Ich habe jetzt gedacht, ich versuche jetzt irgendwie einfach mal... durchzukommen. Einfach irgendwie einen Weg nach dem anderen zu erkunden. Mehr kann ich gerade momentan nicht machen. Ja, doch das Leben da schön auffüllen. Es war ja so klar gewesen, dass der jetzt da plötzlich da drüber kommt. Bei mir sind doch so nervige Viecher. Du. Hei, 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 hei. So! Dann haben wir den ersten Weg schon mal frei gemacht hier. Jetzt würden wir da natürlich aufwärts kommen. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Nein. Bitte nicht. Ich habe zu wenig Leben für so einen Gocki. Ich habe eindeutig einfach zu wenig Leben für das. Das hätte ich gesagt sofort, aber das sieht irgendwie nach einem Bosskämpfchen aus. Und durch das, dass ich ja nicht mal weiss, was der genau macht und so weiter, ist das... Gut, der war jetzt leicht zu besiegen. Gut, ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt volles Leben anbringe... Jawohl, also gut. Komm, wir stellen uns jetzt den Boss. Ich muss einfach nachher schauen, wenn ich jetzt sterben würde, dass ich wirklich den Weg wieder gut finde. So. Mich wundert es einfach, was das Problem ist. Ich habe keine Ahnung, was der für Attacken macht und alles drum und dran. Ich weiss, ich werde jetzt einfach sterben. Egal, was jetzt passiert, ich werde einfach sterben und das nervt mich jetzt schon. Aber was macht man nicht alles, um ein Spiel zu gewinnen? So. Los geht's. Okay, das sind einfach zwei Riesenpilze, die gegen uns kämpfen werden. Oh! Okay. Okay, also er spuckt zuerst auf uns. Und nachher haben wir so auf den Kopf drauf. Okay, das sollte eigentlich gut machbar sein.
Gut, der erste haben wir down. Ich sage, ich fülle jetzt da mein Leben noch mal ganz kurz auf gegen den. Okay, aber wir können dann noch mal unser Leben auffüllen. Das ist in dem Fall doch leichter, als ich erwartet habe auf eine gewisse Art, wenn du jetzt dann nicht noch plötzlich mit einem... Nice! Das hat gut funktioniert, das hätte jetzt gar nicht erwartet. Ich habe jetzt gedacht, jetzt komme ich böse auf den Sack rüber. Aber wir haben etwas Neues erhalten. Betrachten! Talisman-Sockel! Bedeutungsweise, wir können jetzt etwas mehr ausrüsten denn auf dem Bänkli. Wir können jetzt zum Beispiel durch den Qual ausrüsten. Auch Balduins Panzer würde... Nein, Balduins Panzer würde nicht gehen. Aber jetzt haben wir wenigstens einen Platz mehr, um nochmal etwas aufskillen. Das sage ich natürlich auch nicht. Nein. Das hat sich regelrecht gelohnt. Und das ohne Sterben. Yes! So, wo befinden wir uns denn jetzt? Wir sind eigentlich auf dem Weg auf Richtung Wegklang. Und hinten wird man mit einem Schild irgendetwas markiert. Also, dann gehen wir wirklich... Wir haben genau 1000 Münzen. Oh, da kommst du über uns, okay. Das ist auch nicht schlecht, dass wir wirklich mal... Gut, einige gehen unten durch, die anderen gehen oben durch. Die kleinen Pilze gefallen mir am meisten, weil die laufen einfach irgendwie in die Wand rein. Wie so einige andere Menschen, die ich kenne. So, vergessene Wegkreuz. Oh Mann. Da komme ich gar nicht durch. Nein, das ist versperrt. Okay. Da kommt man dann einfach wieder rauf. Oh, das ist ziemlich knapp gewesen, aber wenigstens haben wir das Ding kaputt machen und gerade noch ein paar Münzen einsammeln. Da können wir auch noch weiter. So, weg, schnell weg, schnell weg! So, la. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir wieder in einem komplett neuen Gebiet. Sieht nicht fresh aus, es sieht nicht fresh aus, es sieht mir mega unheimlich aus. Okay. Wir haben hier irgendetwas gefunden. Betrachten! Wir gedenken des Ältesten. Okay. Da passiert gar nichts. Dann würde ich sagen, schauen wir gerade mal weiter. So, ich würde sagen, wir machen uns in dem Fall mal hier links durch. Dann sind wir langsam einmal komplett rundherum gegangen. Warum das so? Uiui. So, ich gedacht, irgendein riesen Gegner wird jetzt auftauchen, aber... Aha, die winzigen Schritte einer winzigen Kreatur. Du siehst aus wie ein Abenteuer. Aus, als haben wir viel gemeinsam. Du suchst nach gefährlichen Orten. Ja, nun da bist du auf dem richtigen Weg. Eine langhalsige Kreatur hat mich vor einem Stamm in der Tiefe gewarnt. Krieger, so sagte sie, und mich dürste es förmlich nach einigem richtigem Kampf. Du etwas? Mach's gut, mein abenteuerlicher Freund. Bleib am Leben, auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Okidok, machen wir doch liebend gern. Danke dir vielmals für die aufmunternden Worte. Gott sei Dank kein Boss, es hat nämlich so vibriert in meiner Hand. Da habe ich schon mal gemeint, jetzt gehe ich mir nächstens einen ab. So. Okay, ich glaube, das haben wir richtig gemacht. Wir müssen jetzt da aber irgendwie abwärts kommen. Jetzt muss ich einfach schauen, dass ich da wirklich nicht runtergehe. So, da geht es abwärts. Schauen, dass wir da nicht in die Pampen reingehen. Jetzt tun wir einen Weg. Ich glaube, mich jetzt einfach gehen. Oh nein! Die andere wieder, die gemeint hat, sie müssen jetzt viel Zwiebeln essen und wieder voll abgeht. So, da unten haben wir irgendetwas, das mir anzeigt. Das da nämlich. Nein, sie wieder! Die kennen wir doch! Muss ich wieder gegen die kämpfen? Die ist so eins zu viel. Bitte nicht, die ist so eins zu viel. Und da flüchtet sie wieder von uns. Das Scheibenkleister, da kommen wir gar nicht weiter. Kommt da gar nicht weiter. Betrachten! Hier endet der Pilgerweg. Das Herz von Heilandsnest liegt offen vor dir. Schreite voran und nimm Anteil an seiner Herrlichkeit. Aber ich komme da gar nicht weiter. In dem Fall auch wieder ein Weg, der uns noch gar nichts bringt. Wir werden dich noch einholen. Jetzt haben wir dir ja beim letzten Mal gröber eins auf den Keks gegeben. Nachdem wir dreimal gestorben sind natürlich. Das können wir natürlich auch noch an dieser Stelle beibehalten. Da hinten haben wir wieder
2 Dinge voll Taler. Dann haben wir wieder eine gute Menge an Taler zusammengesammelt. Und einer schon wieder so... Nein, oh. Jetzt sind wir aber langsam an der Stelle, wo wir wirklich alles erkundet haben und ich mich langsam muss fragen, wo geht es denn eigentlich da weiter? Okay, wo sind wir jetzt da? Wir hätten hier einen Weg rechts durch, aber der bringt uns gar nicht momentan. Links und rechts. Würde ich sagen, wir schauen uns das Ganze mal rechts an, da wir irgendwelche Masken die aufgespeist sind. Ui! Was ist das für ein Drecksviech? Ich habe zuerst gemeint, das wollte mit uns reden. Und nachher wollte sie mir einfach eins auf den Sippel hauen. Okay. Der Ort ist mir gar nicht ganz koscher. Okay. Muss mir noch irgendeine Strategie für die Insekten überlegen, wie ich die am besten besiegen kann. Aber wir sind da völlig wieder out of order. Oh, gerade 2 miteinander. Blöder nur zum Sterben. Okay. Ja moin, wo sind wir da? Okay. Wir sind wirklich komplett außerhalb von der Karte. Oh nein, einmal eins. So, gut, das haben wir wenigstens gut erledigt. Da würde es natürlich jetzt... Da würde es natürlich jetzt abwärts gehen. Aber auf das habe ich jetzt gar keinen Bock, weil wir haben wirklich keine Karte für das Gebiet. Eigentlich müssten wir ja irgendwo noch einen Bosskampf finden. Okay, was ist da oben? Betrachten, das würde ich natürlich gerne noch schnell anschauen. Aber wie das weitergeht, das schauen wir in der nächsten Folge an. Danke fürs Einschalten und bis in die nächste Folge. Ciao!